Mat eng Kask enger warmélich feierfester Kombinaison konnten de lächte Sonden, Piloten ass dem Automobilsport sowie auch Hobbypiloten im Circuit Francorchamps soviel Ronnen dreie wie se wollten. An dat mam Hannergedanken hire Kursauto fir d'Saison 2025 ausstellen ze können, sowie den Hobbypilot or bësse Luft op de 7 Kilometer vom Circuit kon schnupperen. Eng Organisationun vu Roadbook. Mi fir den Jack Racing Team huet den Dach net lang gedauert, dort zu de Gilles an den Donny. Gilles, los immer heit zu spa, mun als immens gefréet, méi leider as net gang, wat das geschieet. Ja, ich meine, dass wir irgendwo so ein Motto hatten, was Joel probiert hat, vielleicht noch ein bisschen etwas rauszuholen, was sicher gelungen ist, weil das Auto lief wirklich super, auch auf der Richter mega sehr. Mehr Leute heute nicht allzu lange gehalten. Bon, das heißt, dass du gesagt, ich bin noch natürlich extrem enttäuscht. Es sind nicht zum Vorgekommen. Man hätte noch gerne ein paar Leute mit rundherum geholt. Da haben wir vielleicht noch gerne ein gefahren, für materielle Maschinen zu probieren. Als nächstes haben wir 3 Stunden Spar. Die machen wir aber zusammen. Ja, 3 Stunden Spar werden wir dann voll zusammen angreifen. Ich meine, das ist ja so immer, wenn es bei einem Test so passt ist, dass der Motto Futti geht, dass die eine Seite schlecht, die andere Seite ist gut, dass es lokal geschieht, dass man nicht die ganzen Leute rundherum, noch die Leute, die dann immer mitresen, aber Kursweekend kommen und dann, ja, wenn es dann noch 4 Runden muss abhalten, ist es natürlich dann immer noch mehr enttäuschend. Testen als immer Bestandteil von allem. Ich meine, da wo du aktiv bist, als Testen heiß geschrieben, da sind sämtliche Tester eigentlich durchgelaufen, ihr die Maschine auf den Circuit könnt. Aber geht es nicht immer. Nee, ich meine, das ist auch einfach ein Teil vom Motorsport. Da muss ich nach so, ich meine, du musst dann, den lass nicht das wie auf den modernen Autos, also der Computer kann nicht stehen und dann einfach so, na, okay, das ist das kriegen wir sehr behoben. Wenn er etwas Futti fährt, meistens ist das schon etwas Größeres, was Futti ist. Ja, ich meine, dafür, wo wir oder so in dir als Equipe, die richtig Leute rundherum, die Sachen sehr zusammen gesagt, okay, leider hat man schon ein bisschen Pech, dass man mehr Motto schon wieder Futti gemacht oder Futti gegangen sind. Ja. Und irgendwann und Jungen dann noch Erfahrung für die Dinger sehr als einen anderen zusammenzusetzen. Ja. An diesem Teil, also so, ich meine, man hat eine Erfahrung, man hat eine Motto, nicht 65 Kurse gehalten, wird man nie mehr erleben. Das war außergewöhnlich, aber seitdem kämpfen wir. Also das schon wie bei einem Menschen auch, wenn das Herz Probleme möchte, dann da kannst du die beste Bremse holen, aber wenn du nicht brauchst zu bremsen, dann kannst du nicht viel holen. Ne? Aber wie gesagt, ich meine, die nächsten Challengers dann die 3 Stunden. Der Joel muss schaffen, wir geben ihm die nötige Unterstützung dafür. Auch für als Sponsoren, sie sind alle voll mit uns dabei. Ich meine, sie unterstützen uns auch. Aber du hast mal gesagt, du fährst die 3 Stunden, aber bei denen 6 passt doch dabei. Ich sage auch, ich meine, die 3 Stunden, das ist die Vorbereitung für die 6 Stunden. Du weißt, es ist schon lange am Gange, dass ich die 6 Stunden will, dass jetzt zusammen fahren. Und ja, leider war das eben durch mein Programm ein bisschen immer schwer möglich, aber das Jahr kriegen wir das sicher hin. Das ist eine gute Sache, also dafür für all die Leute, die interessiert sind historischen Motorsport. 27. April des Jahr 3 Stunden, am 27. September des Jahr 6 Stunden historische Spar. Ein wunderschöner Kurs. Ich gebe so den Highlight von der historischen Saison immerhin. Und dafür vielmals merci. Und wir sehen uns dann materielle Maschinen und hoffentlich an einem besseren Umstand. Yes.
Bei dieser Gelegenheit hat Gilles Linster auch ein bisschen über die Neue-Saison 2025 an der Euronesca verraten. Ja, die Saison, sie hat so, es geht an einer Woche. An einer guten Woche geht es um, meine Vorbereitung war das Jahr erst nicht ganz ideal, ja, nicht ganz fit. Eng Zeit bisschen Gesundheitlichkeit, en Gripp, die ein bisschen mehr lang gezogen wie erwartet. Natürlich, die Wochen, die einem fehlen, die fehlen einem einfach. Und ich hoffe, dass es das Lohn rausgeht, schon eine halbe Woche Zeit, muss ich wirklich gut kann auf vier bereden, ein bisschen an der Cardio gehen, ein bisschen den Körper ein bisschen schaffen lassen. Und dann hoffe ich, dass es für Valencia durchgeht. Und dann habe ich ein bisschen Zeit für Vallelunga. Und dann, ja, normalerweise seht ihr nur, der Kurs soll ich nicht mehr allzu viel dann probieren, den Körper zu drücken, ein bisschen mehr, ja, bisschen mehr einfach sein Programm durchziehen, nicht mehr zu viel extrem trainieren mehr. Für mich wird das Jahr ein bisschen ähnlich gehen. Ich werde ein bisschen mehr extrem müssen trainieren. Zum Beispiel Sachen wie an einer Sauna so zu trainieren, natürlich habe ich bis gut nicht gemacht. Und ja, das ist schon ein bisschen spät, aber ja, ich muss das aber leider so holen, wie das los. Heute zu spät hat man bis Pech. Das Motto, wie wir Federer geschaut haben, ist nicht gelaufen, wie es soll. Das ist auch heute die paar Runden, die ich wollte als Vorbereitung wollte, für an einem Auto zu sitzen, an einer Rennstrecke zu ziehen, die ganz läuft dann alles, um einfach das Gefühl zu kriegen. Hat nicht ganz geklappt. Aber ja, ich gucke aber ganz offensichtlich an, ganz positiv an die neue Saison. Ich meine, ich will für noch immer für Hendricks, wie die meisten wissen, und auch für Ratty Jones. Ratty Jones ist ein amerikanisches Team. Und ja, das wird eine ganz neue Welt gehen. Ganz viele Leute werden noch verwundert sein, wen du an drin hast. Was für Leute, mein Crew Chiefs sind, die Chefs von der Equipe. Und ja, hoffentlich, dass das Jahr mal im Ball bleibt, dass da Madrid fertig machen und dass ich natürlich auch die Leute rundherum, meine Fans, als kleines Land dann noch kann ich schon mal auf das Podium bringen.